So, Freunde, nach einer gefühlten Ewigkeit geht es endlich auch hier weiter bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und ich bin sowieso ein bisschen, sag jetzt mal, dafür, dass wir hier etwas vorwärts machen, da ja auch schon die nächsten neuen Yu-Gi-Oh! Projekte, oder zumindest generell neuen Spiele, ja auch schon dann demnächst, das heißt demnächst, sagen wir es gegen Ende Jahr und so kommen werden. Also gegen Ende Jahr 2021 natürlich. Aber wir wissen, wir haben hier noch ein paar Dinge zu tun, vor allem kampagnenmäßig. Und bis wir dann wirklich auf online umswitchen, das könnte noch ein bisschen dauern. Deswegen hinmachen. Jetzt erst einmal ein Juwel von einem Duell. Das heißt, wir treten gegen Kristallungeheuer an. Alter, das ist so lange her und ich habe damals so gerne mit Kristallungeheuer-Karten gezockt. Kannst auch sehr geil mit gewissen heiligen Ungeheuern kombinieren. Ich weiß gar nicht mehr welches. Ich glaube, es war der gelbe. Also quasi der Ra-Verschnitt. Die Ra-Kopie. Nee, das ist keine Kopie, ist ein anderes heiliges Ungeheuer. Ich weiß gar nicht mehr, wer er hieß. Auf alle Fälle, der muss irgendwie, kannst du rufen, die irgendwie 3 permanenten Zauberkarten auf dem Feld. Und Kristallungeheuer, wenn sie zerstört werden oder auch durch andere Effekte, können ja in die Zauberfallenkanation gelegt werden. Also schon ziemlich geil. So, hier geht es ein bisschen darum. Jim Crocodile Cook, hi Leute. Ah ja, das sind ein bisschen die Typen. Aus dem Süden so, das ist Jim Crocodile Cook. Der Rudelführer der Nordakademie, Jesse Anderson. Hieß in Deutsch, im Original hieß er Johann, weil ich glaube, das war eine Anspielung darauf, dass er eigentlich selber auch Deutsch wäre. Wenn ich mich nicht täusche, kann natürlich komplett anders sein. Wie gesagt, Yu-Gi-Oh! GX-Serie ist auch schon lange her. War ja so ein Thema damals, vor allem beim Anime. Auch bei uns, da sehen so die dritte und vierte Staffel war ja sehr umstritten, weil es doch relativ düster war. Die dritte Staffel kam erst relativ spät, wurde bei uns gesendet, sagen wir jetzt mal, und die vierte Staffel gar nicht. Die wurde komplett übersprungen. Und ja. Und wenn ich persönlich dazugeben muss, ist die dritte, also generell von den Yu-Gi-Oh! GX einfach wieder geil. Und ich glaube, es ist die einzige Serie, wo ich ja alle Staffeln geil fand. Auf ihre eigene Art und Weise, vor allem weil es darum ging, die Entwicklung von Chain zu beobachten. Ich glaube, das hat Yu-Gi-Oh! GX eigentlich am besten aufgefasst, weil klar, 5Ds war auch geil, finde ich jetzt. Aber dort hatte halt Yusei immer ein bisschen den gleichen Charakter, hat sich irgendwie kaum entwickelt. Na komm, erstmal Landform aktivieren. Und Yu-Gi-Oh! Selber, ja, schon auch, aber es gab da halt eben Staffeln, die ich auch ein bisschen umstritten fand. Ich sagen musste, muss das jetzt sein und so. Was machen wir da Schönes? Neopeltom Dark Panther das sogar. Ja, können den spielen. Also meine, können schon mal irgendwie etwas mit Neos. Warte mal, erstmal ganz kurz gucken, was ich überhaupt für Fusionsmonster habe. Habe ich überhaupt Dark Neos im Deck? Ah ja, Dark Neos, okay. Oh, okay. Effektmonster auswählen. Weil natürlich Aqua Neos auch nicht schlecht wäre. Gerade für Kristallungeheuer. Ja, genau. Dark Panther, der hat den Effekt. Okay. Also. Das Neo-Weltraum und dann im Friedhof. Genau. Hätte eigentlich schon mal 2 Stück davon. Sehr gut. Ja, ich rufe einfach mal Aqua Dolphin. Komm. So, da ich Mühe hätte, Neos zu rufen, schicke ich ihn erstmal auf den Friedhof. Ja, guck mal an. Hat er schon mal ein paar fiese Karten, Kristallungeheuer-mäßig? Ja komm, dann geht mal Topastik auf den Friedhof. Beziehungsweise wählen auch mal aus. Im Friedhof war ein anderer Effekt. Okay, weiß schon mal, was er so ein bisschen auf dem Kasten hat. Ja. Mal gucken, mich noch ein bisschen erinnern, wie das genau war. So, erprobte Larve. Genau, das können wir eigentlich relativ gut kombinieren. Erstmal versuche ich es mit Neo Weltraum Dark Panther.
Weil der hat auch einen coolen Effekt. Nicht unbedingt den ich genau wollte. Ja, stimmt, konnte ja Topaz-Tiger, warte mal. Topaz-Tiger, Quatsch, natürlich Dark Neos. Dark Panther. Warte mal. Genau, das war ja der Grund, weil ich ihn ja nicht auf den Friedhof schicken muss. Wobei natürlich mit Kokon-Gruppe wäre es gar nicht mal so übel. Naja, mal abwarten. Der muss einfach jetzt den Effekt halt nicht übernommen habe von Topaz-Tiger. Die kleinen Kombination mit Neo-Weltraum-Monster gar nicht mal so übel, nur ist halt die Frage, bringt er mal viel? Aha, okay, wird einfach negiert, okay, gut. So viel dazu, der Effekt ist ein Arsch. So. Ah ja, jetzt könnte es richtig geil werden. Erst einmal schicke ich mal da mit Kokon-Gruppe. Dann, wen hätte ich jetzt mal gerne? Flare Scarlet haben wir auf der Hand, wir wissen, der kommt gleich aufs Feld. Ruf mal Grand Mole noch aufs Feld. Panschwanz? Nee. Dann rufe ich, glaube ich, mal die beiden. Verpuppter Mol. Verpupptes Küken. Spezialbeschwörung, okay. Dann rufe ich noch verpuppte Larve. Und da ich einen Neo-Weltraum auf dem Feld habe, kann ich ihre normalen Monster rufen, sag jetzt mal. Ihre Ausgeburt, besser gesagt. Ihre Endstufe, so. Verpuppter Mol. Mol. Grand Mole wäre sowieso geil, am Feld zu haben. Dann kommt Flare Scarlet noch dazu. Der kriegt ja ein bisschen Angriffsboost, wenn ich so viel gerne hätte, aber egal. So, dann erst einmal Hummingbird, bitte. Dankeschön. Dann spiele ich Oberseele und rufe Elementarheld Neos. Jetzt ist die große Preisfrage. Welches Fusionsmonster rufe ich? Wir hätten Grand Neos als Auswahl, wobei... Ja, gut. Ja, Grand Neos, wobei, wenn ich Pech habe und irgendwie Neos gleich zerstört wird, ja, zumindest Grand Mole noch auf dem Feld. Das finde ich gar nicht mal so übel. Flare Neos, ja, ja, der ist natürlich auch geil, der Effekt. Oder Air Neos. Da heißt er wieder 2400 Angriffspunkte dazu kriegen aktuell. Weil ich weniger Lebenspunkte habe als Jesse. Ist auch nicht schlecht, aber dann fände ich aktuell Flare Neos besser. Wobei, warte mal. Ja, Flare Neos wäre besser. Allein schon deswegen, weil die Effekte von RH Hummingbird kann ich immer wieder wiederholen. Also pro Zug. Der wäre nur einmal. Ja, okay. Dann rufe ich also Flare Neos. Natürlich doof, weil ich gar keine Karte mehr auf der Hand habe. Und wenn die Kombi-Version hier spiele und so, oder was heißt Kombi? Kombi ist übertrieben, aber zumindest mal der Ablauf, der ist schon geil. Aber wenn er jetzt irgendwie etwas ganz Doofes hat, dann habe ich ein Problem. Oh nee. Ja, guck mir mal eine Karte, bitte. Oh, Regenbogenstadt. Oh nein, Regenbogenruinen. Kam schon halbieren, nur hellst. Sehr gut. Okay, dann erst einmal Grand Mole. Jo, aktiviert eine Special Ability. Dankeschön. So. Vor allem muss man schnell platt machen, bevor auf die Idee kommt, irgendwie einen Regenbogendrachen zu rufen. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Okay, dann vorne aktivieren. Neo-Weltraum ziehen.
Phase beenden. Oder zumindest Spielzug. Nee. Aua. Das fand ich jetzt nicht so nett. Sag mal. War es echt so, dass ich irgendwie... Ey, müssen wir in dem Fall nicht aktiviert werden. Ich kann, aber ich muss nicht. Das ist eigentlich noch cool. Gibt's auch selten. Falscher Held. Ja gut, damit können wir es natürlich auch cool kombinieren. So, Grab mal zurück aufs Feld. Und wir könnten eventuell sogar schon das Duell beenden, sehe ich gerade mal. Flareneos beendet. Schönes Duell. Ich hätte dich geschlagen, wenn ich Regenbogen da mein Deck gehabt hätte. Ach stimmt, hat er gar nicht. Professor Felenius Viper. Ah ja, die falsche Schlange. Oh, ein paar Kristallkarten, sehr schön. Immer auf Excel. Immer auf den kleinen Excel. Später berief Professor Viper eine weitere Schuhversammlung an, um seine neue Erfindung vorzustellen. Lebt eure Augen an meiner neuesten Erfindung, erlaubt. Das Bioban, aber jetzt müsst ihr alle eins tragen. Ja, Bioband, schön. Einfach ein Tracking-Armband. Wir werden alle überwacht. Und deswegen fing Axel Brody Cyrus und benutzte. Und deswegen fing Axel Brody Cyrus und benutzte, um Jin ein Überlebensduell zu entwickeln. Axel hatte ganz ein mieses Deck, was darauf beruht, dass er Lebenspunkte abzieht. Also nicht unbedingt starke Monster, die er hat, sondern wirklich, dass es darum geht, dass er halt uns Lebenspunkte abzieht. Kann natürlich mit unter anderem mit Air Hummingbird und so gut kontern, weil es klappt. Aber kann auch außerordentlich gut schief gehen. Kontakt nach draußen. Die Karte kommt schon mal sehr gut. Fusion kann ich gar nicht gebrauchen. Aber freundliche Volta, die kann einen schlecht. Ricochet, ja. Gehen natürlich auf den Friedhof, ist klar. Können auch nach draußen, ob ich die so oft brauche, ist ein anderes Thema. Dann geht noch eine Fusionskarte mit. Also man hat also Fusionsmonster dabei. Wild Wingman. Yeah. Flügelmann. Okay, ich habe irgendwo noch Evin im Deck und Sparkman. Gut zu wissen. Trotzdem rufe ich erstmal. Da komm. Elemental Wildheart. So, Axel, mal gucken, was du gegen den machst. Nicht viel. Was? Das Vieh heißt vulkanischer Gegenschlag, aber viel gemacht hat er nicht. Kampfschaden, okay. Die Vulkanmonster quasi. Sollen wir aus Nintrix kombinieren, wäre auch ganz geil. Naja, ich rufe mal Flare Scarab. Der hat auch ein paar Angriffspunkte. Vor allem dank Axel. Dankeschön. Och, Menno. Schweinerei. So, Wildheart. Was? Was hat er jetzt gemacht? Aha. Ich dachte gerade, warum macht er das? Hat er gar kein anderes Monster im Friedhof. Aber muss er selber wissen. Vulkanischer Häcksler. Ja, die war auch so hässlich. Ja, Flare Scarab funktioniert halt nur bei ihm, das ist ein bisschen doof. Ich habe aber wieder ein Glück mit den Karten, ey, ist unglaublich. Personal Tricks, oh nein. Verstärkung über die Armee. Die Karte kommt wie gerufen.
Ja, kein Flügelmann rufen, das stimmt. Muss er fast. Was soll er sonst machen? Jetzt einfach eine nette kleine Fusion. Das ist Beschwörung natürlich. Durch Elementarheld, Alien und Burstinatrix. Erschaffe ich den einen unvergesslichen, unvergleichbaren Elementarheld. Flammenflügelmann. Back to the Woods, Freunde, kann man sagen. Ja, und back to the Graveyard, dankeschön und tschüss. Ach du jetzt. Mal so eine kranke Scheiße. Vulkanische Hülle, direkter Angriff. Au. Diese Schmerzen. Heiliger Notruf! Schnell! Ja, wobei, jetzt Neos rufen bringt mir auch nicht viel. Rufen kann ich ihn eh nicht. Doch, warte mal, doch, Quatsch, natürlich gar nicht. Ja, Trick 17. Ich habe Necroshade im Friedhof. Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. War Necroshades Effekt? Ja, scheiße, keine Spezialbeschwörung. Oh, ist das eklig. Oh, wäre so schön gewesen, wenn es eine Spezialbeschwörung gewesen wäre. Okay, ich hoffe, ich überlebe diesen nächsten Zug. Ich kann trotzdem mal spielen. Kontakt nach draußen. Ja, die Karte hätte schon was. Vor allem, solange ich noch keinen Neo-Weltraum auf dem Feld habe, könnte ich es halt gut während der Endphase nutzen. Naja, der Gegenschlag. Okay. Flare Scarab, ich rufe dich! Also, irgendwie was rufen? Ja gut, doch, kann man machen. Man, viel bringt es nicht, weil eigentlich hätte ich jetzt sogar ein bisschen mehr Power als nachher. Flare Neos! Nee, noch nicht, noch nicht. Erstmal greift Flare Neos schön an. Ah ne, stimmt, meine eigenen Karten ganz vergessen. Doof. Warte mal, was macht Feuerwand? Warte mal. Noch nicht? So, jetzt aber. Ich spiele Kontakt nach draußen. Jo, komm bitte wieder zurück aufs Feld. Neos. Ja, natürlich doof von mir, aber Flare Neos kriegt die Angriffspunkte für jede Karte, also jede Zauberfallenkarte auf dem Feld, egal ob es der Gegner ist oder nicht. Ganz vergessen. So, wir sind noch in der Battle-Phase. Ja, dann blockier sie mal. Hä, geh nicht mehr, war doof. So. Jetzt kann ich einfach wieder eine nee, warte mal, doof. Wenn ich jetzt natürlich mache, was passiert nachher? Genau. Wenn Ende des Zuges wird er zurück ins Deck gehen, also wo er jetzt schon ist, das heißt, es bringt mir gar nichts. Ob ich ihn jetzt rufe, also wenn ich ihn jetzt rufe, dann geht er und also was machen kann, er zurück ins Deck. Ich spiele ins extra Deck. Ich müsste eigentlich nochmal einen Zug überleben können. Den nächsten Zug könnte die beiden nochmal ja, fusionieren quasi, Kontaktfusion machen. Und nachher wieder Kontakt nach draußen spielen. Da ist eine Option. Kontakt nach draußen kann sehr gut spielen, um eben zu verhindern, dass am Schluss der Monster einfach zurück ins Deck geht. Und dass irgendwie was passiert. Okay, passiert sowieso nichts mehr hier. Vergesst, was ich gesagt habe, ist ja egal. Okay, hätte ich besser machen können. Hätte man seine Karten nachzählen müssen, weil ich dachte, er hätte gar keine mehr. Oder zu wenig, damit es reichen würde.
So, jetzt machen wir es aber nochmal. Nicht den gleichen Fehler nochmal. Ja, weil hätte es halt im letzten Zug schon so gemacht, hätte er 3 Angriffe gehabt. Einmal so und dann halt mit Kontakt nach draußen nochmal 2. Nee, danke schön, passt schon. Flare Neos. Angriff! So. Und perfekt zum Partende hin. Nachdem das Duell endet, aktivierten sich Chains und Axels Biobänder und fingen an einem gruseligen gelben Licht zu leuchten. Beide verloren das Bewusstsein und brachen zusammen. Das kann passieren, wenn man sich auf einen Professor namens Viper verlässt. Oh Mann. So, nächste Folge, Primärinstinkt. Ich glaube, da geht es irgendwie ein bisschen um Krokodil gegen Dino. Also ja, ein prähistorisches Duell. Klingt spannend. Ich hoffe, ihr seid das nächste wieder dabei. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Bis dahin, ciao zusammen.